Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Kommst du rüber? Schatz! Komm mal. Tust du anfangen melken? Es gibt Ja. nie Feierabend. Mein Mann ist schon nicht mehr der gleiche wie früher. Aber ich denke, das ist wegen den Medikamenten so. Es ist eine Herausforderung. Und ja, wir haben Ja gesagt und jetzt ziehen wir das auch durch. Miteinander. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen und bewerten sich gegenseitig. Alle haben ein Ziel: beim grössten Kochwettbewerb der Schweiz den Titel zu holen. 7 Landfrauen, 7 Menü, 7 Lebenswelten. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Heute mit der Karin Landolt. Also, das könnt ihr anlegen. Ich weiss gar nicht, welches an wem ist. Ist das echt deins? Kannst du mal haben? Das ist ja mir. Heute ist der Tag vom Landfrauenessen. Der Karin, ihr Mann und ihre Söhne brauchen noch die richtigen Hemli für den Empfang. Auch die Karin leidet extra etwas Spezielles an. Das ist schön luftig. Tipptopp. Es wird Zeit, dass sie jetzt kommen, weil jetzt haben wir lange gearbeitet und jetzt darf es eigentlich passieren und losgehen. Ich freue mich. Ihre Kolleginnen sind schon auf dem Weg und gespannt auf das Menü, das Karin ihnen wird auftischen wird. Gartensalat mit Wachtelei und Zigersalatsoße und ein Glarnertropfen. Zigersalatsoße? Ja, da freue ich mich aber schon. Das habe ich gewartet. Schon. Ja. Ziger gehört zum Glarnerland. Und ich denke, die Frauen dürfen gerne mal ein bisschen Ziger probieren im Menü. Und entweder hat man Ziger gerne oder man hat ihn nicht gerne. Ich liebe Schatziger. Habe ich nicht gerne. Jetzt hoffen wir mal, dass ich der weisse Ziger, der normale. Mit was überrascht Karin echt zum Hauptgang? Zum Hauptgang gibt es ein Kalbsstroganoff mit Erdäpfelstoff und Bohnen. Ich habe doch gesagt, es gibt Kümmel. Und das Kalbs ist schon ein eigenes. Ich denke es auch. Das ist ein eigenes Kälbli. Das ist das Kalbsfilet. Das ist kogenschön, kommt alles von unserem Hof und von der Region. Das Dessert ist noch ein Rätsel. Es gibt Glarner Tropfenmeringue, Magenträsmus mit Zwetschgenkompott. Der Glarner Tropfen weiss ich immer noch nicht, was es ist. Ob das ein Schnaps ist. Meinst du nicht, das ist ein Meringue in Tropfenform? Ich spritze jetzt mit dem Eiweiß Meringue in Tropfenform. Tropfenform, weil das Glarnertüchli hat ja viele Tropfen drauf. Und weil wir im Glarnerland sind, probiere ich jetzt gerade mal die Tropfen zu spritzen. Aber der Magenträs, das ist sicher irgendein Schnaps. Der Apero ist parat. Und die Karin auch. Und dann habe ich überlegt und gedacht, ja, dann mache ich das. Ich nehme jetzt alle Mut zusammen. Die Karin hat sich einen Schubf geben, um bei der Landfrauenküche-Sendung mitzumachen. Jetzt aber freut sie sich umso mehr, die Landfrauen bei sich zu empfangen. Zuerst schauen wir aber ein paar Tage zurück. Es ist richtiges Hundewetter. Immerhin kann Karin am Schermen arbeiten. Vor ein paar Tagen hat sie die Herdöpfel geerntet. Jetzt muss sie verlesen. Also ich bin eigentlich stolz darauf, dass wir eigene Herdöpfel haben.
Weil es ist eine kleine Herausforderung hier am Glarnerland, sage ich jetzt einmal. Weil es halt immer viel regnet, ist man schon ein bisschen gefordert. Also, ja. Und ich habe natürlich auch Freude, kann ich die auftischen. Und andersrum bin ich eine, ich gehe nicht so gerne posten. Und darum finde ich das immer schön, wenn du selber das Zeug hast. Bis vor einem Jahr haben Landolds noch mehr Herdöpfel angepflanzt und auch verkauft. Weil es am Fridolin nicht gut gegangen ist, haben sie dann vieles auf dem Hof runtergefahren. Nach der Erkrankung von meinem Mann wäre es irgendwie auch nicht mehr gegangen. Es ist einfach zu aufwendig. Also wir hatten vorher 120 Säue. Das haben wir jetzt leer gelassen. Dann haben wir viel mehr Gummel angepflanzt. Dort haben wir jetzt auch einfach nur ein bisschen für uns, für einen Eigengebrauch. Ich denke, zu reduzieren ist immer gut, weil man kann ja dann auf jedem Tag eigentlich dann wieder aufstocken, wenn es einem besser geht und man ein bisschen mehr mag. Das ist der Karin ihr spezieller Ruf für die Kühe. Es ist Zeit für den Stall. Weil der Fridolin, ihr Mann, noch nicht so fit ist und wegen seinen Medikamenten schnell müde wird, unterstützt ihn die Landfrau bei den meisten Arbeiten mit den Tieren und auf dem Hof. Im Moment sind nur die Hälfte der 30 Kühe, die sie versorgen müssen. Die anderen sind auf der Alp. Melken ist dem Fridolin sein Job. Die Karin macht ihm Tier parat. Und schaut ein bisschen aufs Zeitmanagement. Kommt der Daddy melken? Komm! Kommst du rüber? Schatz! Komm. Tust du anfangen melken? Das gibt es Ja. dann nie Feierabend. Wir wollen ja auch nicht alles nehmen, weil das ist ja auch nicht gut. Und gleich muss man vielleicht im Hintergrund einfach ein bisschen den Überblick behalten. Mein Wunsch wäre, dass mein Mann weiterhin so turnen kann, wenn er sich das auch wünscht. Und vielleicht nicht mehr so fest müde ist. Ich denke, das ist schon noch etwas, was ihn ein bisschen bedrückt. Die viel Müdigkeit. Er würde auch gerne ein bisschen mehr arbeiten. Aber da müssen wir jetzt einfach Geduld haben, denke ich. Und es wird sicher nur immer besser, hoffen wir. Die Tage der Landfrau sind lang und streng. Aber die Tiere geben ihr viel zurück. Und zum Abschalten gibt es für sie nichts Besseres als einen Ausritt auf ihrem Ross. Wenn ich ausreite, dann geniesse ich das einfach. Die Natur, das Wetter, egal ob es regnet oder ob es schön ist. Und man sieht so viele Sachen in der Natur aufblühen oder wachsen. Das gefällt mir. Und da kann ich mich auch ein bisschen erholen, sage ich jetzt einmal. Dass nachher wieder Kraft tankend ist für den Alltag zum Weiterarbeiten. Einmal in der Woche holt Karin ihre Grosskinder ab zum Hüten, wenn ihre Tochter arbeiten geht. Guten Morgen! Ich bin der Hochladen am Kalt. Ich bin am Hochladen. Du bist am Aufladen? Am Kippen. Hoi, Laurin. Grüezi. Hoi. Hoi, Leonie. Hoi. Hoi. Die beiden wohnen nur einen Katzensprung vom Grossien weg.
und sind auch sonst viel bei ihr zu Besuch. Das Auto. Auf dem Kupferenhof gibt es für die beiden immer etwas zum Mithelfen. Hoi Bella! Ha? Habt ihr gesehen, Bella? Oh! Könnt ihr der Bella Hoi sagen? Hoi Bella! Komm, gehen wir in den Garten. Was wächst denn da im Garten? Was holen wir für den Mittag? Da. Die kleinen Snackgürkli hat Karin extra für ihre Grosskinder abgepflanzt. Also die Zeit mit den Grosskindern ist wirklich da zum Geniessen. Das ist etwas Unschönes. Da. Für die eigenen Kinder hat man schon auch die Zeit gehabt. Aber jetzt das nur mal zu erleben und zu geniessen und dann am Abend wieder abzugeben. Nein, sie haben auch schon hier geschlafen. Es ist etwas Schönes. In den Genuss von diesen speziellen Gürkli kommen die Landfrauen dann auch. Hast du sie? Zucchetti gibt es zum Mittag. Tomaten, du. Und ihre Blüten fressen die beiden Schildkröten. Tomaten? Meinst du ein kleines? Ist wieder gut? Halt Spritzkanten. Super machst du das. Können wir gerade zuerst Herdöpfel waschen? He? Nein, nicht essen. Die müssen wir zuerst kochen. Sie da hinlegen. Super. So. Die werden dann sauber, wenn du die so gut wäschst. Du kannst sonst auch ein bisschen runterheben. Die 3-jährige Leonie hilft gern mit beim Mittag vorbereiten. Bei der Frau hilfst du mir. Weißt du, sind wir viel schneller. Gell? Ja. Ja. Heute gibt es eine grosse Tischrunde. Ich bringe gerne für meine Familie auf den Tisch sicher etwa im Herdöpfel. Sie haben zwar lieber Teigwaren, aber wenn man jetzt selber schon Herdöpfel anpflanzt und aus dem Herdöpfel kannst du so viele verschiedene Sachen machen. Das ist wirklich vielfältig. Und mir ist es auch wichtig, dass ich einen Haufen vom Garten habe. Und Fleisch haben wir auch eigenes. Manchmal muss es ruckzuck schnell gehen. Aber da habe ich eigentlich auch mal kein Problem. Es gibt immer etwas. Jetzt machen wir das so auf, dass es ein bisschen rauskommt. Du darfst überall drauf streuen. Super! Ein bisschen zumachen. Jetzt ist es gut. Jetzt tun wir sie in den Backofen. Gut. Machen. Super. Heute Mittag hat Karin die ganze Familie am Tisch. Die beiden Söhne, Fritz und Matthias, und auch die Tochter Corinna und ihre Familie kommen gerne heim essen. Leonie, was sagst du? Hat es Hunger gegeben? Ihre Mutter sei eine typische Landfrau und es tue ihr gut, in der Sendung «Landfrauenküche» mitzumachen. Also ich finde es cool, ich kann sie da mitmachen, weil sie kochen mega super. Und es ist immer wieder schön und auch Luxus, wenn man an den Tisch hocken darf. Sie will ja sonst nicht ins Ausland reisen. Darum kann sie jetzt andere Gegenden in der Schweiz erforschen oder erkunden. Es ist immer sonst zu Hause. Obwohl, wir machen schon ein paar Ausflüge am Sonntag oder so. Aber es ist nicht das Gleiche. Es tut vielleicht gut mal ein bisschen andere Leute. Ich denke, bis man mal fort ist und dann nachher kann man abschalten. Und man weiss ja, dass daheim gut geschaut wird. Die Familie Landolt hat eine intensive Zeit hinter sich. Angefangen hat es vor etwas mehr als einem Jahr, wo der Fridolin sich plötzlich verändert hat.
Er hat dann einmal am Abend einfach keine Ruhe mehr gehabt, er konnte nicht schlafen. Ja, ich habe immer so Stimmen gehört. Und irgendwie die Realität war nicht mehr da. Ja, wir sind dann in die Psychiatrie. Und dort haben sie dann... Doktor zuerst. Oder zuerst zum Doktor, weil ich gefunden habe, jetzt müssen wir einfach etwas machen, etwas ändern. Und nachher ist eben herausgekommen, dass das irgendeine so eine Psychose ist. Und dass man das behandeln kann, medikamentös. Ja, dann bin ich behandelt worden. Und einen Monat bin ich direkt Aufenthalter in der Psychiatrie in Zürich. Angst hast du immer gehabt, ja, kommt es echt besser? Und man hat sich auch nicht ausgekannt. Man hat nicht gewusst, was das genau ist. Man hat das noch nie gehört, man hat sich noch nie mit dem befasst. Man ist dann schon ein bisschen überrumpelt. Und dann muss man es einfach annehmen und abwarten und ja, emotional. Als die Riesenart abgebrochen hat, dann bin ich heim auf einen Betrieb. Einen Monat. Und danach habe ich und dann im Sommer habe ich dann angefangen mit der Bauernlehre. Zweite Ausbildung. Ja, es war anstrengend und schwierig. Aber eben der Matthias, der Fritz und Corinna sind alles super Kinder. Die haben alle geholfen, in jedem Moment. Und zusammen haben wir jetzt das gemeistert, sage ich jetzt einmal. Heute geht es Fridolin besser. Er muss aber weiterhin Medikamente nehmen. Die Zeit für mich ist manchmal schwierig, vor allem in letzter Zeit. Aber ich denke, ich nehme die einfach, wenn es passt. Und sonst tut man halt arbeiten und am Abend ist man müde und geht ins Bett. Das ist auch gut. Wenn sie noch mag, zieht sie sich gerne zurück in ihr Nähzimmer. Ich geniesse es, wenn ich dann allein im Zimmer bin mit der Bützmaschine und einfach nur für mich die Zeit habe und das geniessen und etwas machen für mich. Wie die Kreation aus Glarnertüchli. Ich habe gedacht, ich lege dann das Bläuschen an, wenn die Landfrauen eintreffen mit dem Postauto. Dass sie wirklich gemerkt, dass sie jetzt im Glarnerland sind. Bis die Landfrauen kommen, hat Karin noch ein paar Sachen vorzubereiten. Auch in der Küche. Das gibt ein Biskuit für mein Dessert. Ihr Menü passe gut zu ihr und zeige etwas Typisches vom Glarnerland. Also ich will den Landfrauen zeigen, dass ich etwas Einfaches bin. Und dass ich das schätze, wenn man einfach das von der Nähe nehmen kann, wie zum Beispiel aus dem eigenen Garten. Das ist mir wirklich wichtig. Und ja, das Regionale oder die Spezialitäten auch ein bisschen hineinziehen. Mal schauen, ob sie es dann gerne haben. So lange an einem Menü zu planen, ist aber nicht so ihr Ding. Ich tue das Mehl von Hand rein, dass es schön luftig bleibt und dass es keine Knüllen gibt. Das Biskuit ist immer ein bisschen schwierig zu machen und von Hand kommt das einfach besser drunter. Man will es gut machen und möchte etwas zeigen. Ich bin eher der Spontane, weil eben so 11:55 noch etwas zu kochen, das liegt mir glaub, besser, wenn so lange planen. Sonst bist du so lange am Überlegen, was könnte ich noch, was soll ich noch. Mit dem Biskuit, wo der ein Glarner Magenträsmus draufkommt, hat sich Karin schon mal etwas Besonderes zum Dessert ausgedacht. Noch ein Tag, bis die Landfrauen kommen. Wir probieren jetzt einfach mal.
Der Karin, ihre beste Freundin, ist gekommen, um das Esszimmer zu dekorieren. Das sind schon schöne Tücher mit, die gefallen mir einfach. Ja, ich bin schon stolz. Ich denke, es hat schon lange keine Glarnerin mehr gegeben, die gekocht hat bei den Landfrauen. Die Glarner-Tüchli sind eben nicht nur Deko. Die Tropfen, die drauf sind, führen als Sujet auch durchs Menü. Die Tannenrinde hat einer der Söhne aus dem Wald heimgebracht. Das ist doch jetzt lang, he? Und die Schiffertafeln hat Karin bei einem stillgelegten Schifferbruch in der Nähe gesucht. So, das gerechnet hat, gell? Das ist typisch Karin. Also, von der Natur einfach. Ja, das passt zu mir. Und wie nervös ist sie vor dem grossen Essen? Von 1 bis 100 Nervosität. 200. Ich bin so nervös, ich kann nichts machen. Es ist jetzt einfach so. Ich bringe nicht einmal das Schreiben rein. Ich habe eigentlich schon keinen Grund zum nervös zu sein, aber irgendwie gehört es einfach dazu. Läuft es bei euch? Ja. Oh, ist gerade gut, kommst du? Muss ich etwas helfen? Ich kann dir ganz schnell zeigen, wie wir das machen. Wenn die Landfrauen kommen, was dein Job ist. Etwas Schwieriges? Hä? Etwas Schwieriges? Nein. Nichts Schwieriges? Nein. Also am Anfang musst du dann rein mit dem Weisswein. Und da stehst du am besten hier hin. Der Fridolin hat Karin für die Landfrauenkochsendung angemeldet. Ob er echt da schon als Servieren gedacht hat? Was für einen das ist. Mein Mann im Service, der wird das sicher gut machen. Der ist vielleicht auch nervös, ich weiss es gar nicht. Er gibt sich sicher Mühe. Ich frage mich eine Art nicht so auswendig. Ich muss servieren. Das ist ein Muss. Aber da gehe ich durch und mache es. Die Mithilfe brauche ich jetzt. Und das Ja. kannst du auch. Das ist ja etwas Weniges von dem Ganzen. Das kann ich schon, ja. Das machst doch du auch gerne. Du wirst es sehen, wenn du die Frauen kennenlernst. Das machst du gerne. Du bist im Element. Ich weiss das. Mal schauen. Der Tisch für die Landfrauen ist bereit. Bis sie kommen, wartet auf Karin noch eine andere Herausforderung. Jetzt gehen wir mähen, das ist aber. Ja, so schön. Sie muss dem Fridolin helfen mähen. Ich fahre eigentlich nicht gerne Traktor, aber das ist jetzt halt einfach ein Muss. Ja, auf der Straße fahre ich einfach sicher nicht gerne. Ja, der heutige Verkehr und die Maschinen sind so gross und ein Haufen Hebel. Ich bin nicht so der Freak. Von ihrem Hof sind es nur ein paar Minuten Fahrt an Wallensee. Da haben die Landolds vom Kanton Glarus ein Stück Land gepachtet. Die Naturwiese dürfen sie erst Anfang September mähen. Sie ist ein wichtiger Lebensraum für Insekten, die in den Sommermonaten drin schlüpfen. So, jetzt sind wir fertig mit Mähen. Mit dem Kreisler verteilt Karin das Gras, dass es besser trocknet. Das gibt eine Streu für den Stall. Schauen, ob sie es recht macht. Und ob. Die Karin fährt routiniert auf ihrem Traktor. Gelernt hat sie es vom Fridolin. Das tut gut, danke. Das haben wir geschafft. Das ist immer schön. Man ist dann auch schneller, das Zweite. Ja, das ist eine Arbeitserleichterung, wenn die Frau nachkommt mit dem Kreisler. Das ist eigentlich ihr Gerät im Sommer, das sie super beherrscht.
Zur Belohnung wartet noch ein Schwumm im Wallensee. Ein Ritual nach dem Mähen. Solche Momente geniessen die beiden, die schon seit gleich 30 Jahren zusammen sind. Wir haben uns kennengelernt an der Fasnacht. Gell, immer etwa einmal gesehen. Und dann hat es etwa einen Kaffee gegeben. Nach dem Ausgang war das immer so Brauch. Ich bin zu einer jetzt Kaffee. Und dann hat sie sich die Masken abgezogen. Du bist verschrocken, nein? Ja, das hat gefunkt. Das letzte Jahr sei intensiv gsi, sagen die beiden. Hat sie aber noch mehr zusammengeschweißt. Man weiss, wie man angewiesen ist aufeinander. Dass ich eine starke Frau habe, die das gut gemanagt hat. Das möchte ich ihr danken, sagen. Danke, Schatzi. Ja. Wir haben uns ja jetzt gut arrangiert. Und irgendwann wird vielleicht auch der Junior den Bauernhof übernehmen. Aber das schauen wir dann vorzu. Das ist sicher ein guter Pluspunkt. Und wir machen jetzt einfach so weiter. Ja, wir schauen positiv in die Zukunft. Ich denke, es kann noch besser werden. Hoi, Lorena. Ich muss auch gerade prüfen. Hoi, Corina. Jetzt sind sie endlich da. Die Landfrauen. Herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kupferhof. Und ich darf gerne sich bedienen am Apero. Es gibt selber gemachtes Birnenbrot und eigenen Alpkäse. Hast du es gerne? Ja, du. Also, meine lieben Frauen, ich gehe jetzt in die Küche arbeiten. Und ihr könnt es ein bisschen geniessen mit meinen Männern da hinten. Sehr gerne. Viel Spass. Gehen wir in die Küche, hä? Danke. Ciao. Sehr ein schöner Eindruck. Man hat hier die Männer gesehen, die Kutteli mit den Treicheln. Das war mega schön. Und dann habe ich Karin gesehen, die ein paar Tränchen hatte. Und dann musste ich auch ein bisschen Tränchen verkneifen. Also es war wirklich sehr, sehr berührend, hier anzukommen. Ich glaube, Karin ist im Schuss schon noch ein bisschen nervös, aber ich glaube, froh, dass es jetzt losgeht. Jetzt kann sie machen und tun. So, jetzt geht's los. He? Die Karin ist die 4. Gastgeberin der insgesamt 7 Landfrauen. In der Küche hilft ihre Tochter Corina. Als erstes müssen die Peperoni aus ihrem Gewächshaus geröstet werden. Die kommen dann in die Soße fürs Kalbstroganoff. Also ich finde es eigentlich gut, hier mit zu sein. Man hat schon etwas gesehen, man muss jetzt etwas leisten und nur kann ich etwas geniessen noch. Das gibt dann den Glarner Tropfen für die Vorspeise. Drinnen haben wir Alpkäse, unseren Käse, Creme fraiche, Lauch vom Garten und Gewürz. Und obendrauf noch einen fein geschnittenen Speck. Dann geht es in den Ofen bei 180 Grad für gute 10 Minuten. Ja, willkommen in unserer Essstube. Hockt ihr ab? Ich muss da. Sagt man da Glärungen? Glarner. So schön. Das ist das super. Ja, Das ist natürlich dankbar, wenn der Kanton so etwas hat. Nicht? Ja.
Das stimmt. So etwas, so die metalligen Glarnertröpfchen oder auch die Schieferplatten, die sie auch eingebaut hat im Menü. Und ja, das gefällt mir, die Verbindung zum Herkunftskanton. Du weißt ja noch, was für ein Wein das ist. Federweisse. Mensch, So Violetti. dann weisst du es wieder. Liebe Landfrauen, ich habe hier noch einen Weisswein. Federweisse. So eine lachsige Farbe. Aber wieso das nicht lachsig ist, weiss ich nicht. Das ist nicht uns. Vielleicht nicht es. Nein. Danke. So. Zum Wohl. Fangen wir an zum Wohl. Steffi. Zum Wohl. Ja. Die Snackgürkchen kommen auf den Salat. Die Eier von der Corinna ihren Wachteln auch. Dazu gibt es einen warmen Glarnertropfen. Jetzt haben wir den Schnittlauch vergessen. Oh. Du machst das super. Nur musst du noch einschlaufen, gell? Jetzt muss der Fridolin Gas geben. Zur Vorspeise gibt es einen Gartensalat mit Wachtelei und einem Glarnertropfen. Da kommt der Salat. Ja. Wow, das ist ja okay, danke. Das ist Brötchen. Dankeschön. Die Salatsauce die kommt später. Ja, super. Wenn ihr noch warten auf die Ziegersauce. Bist du umgekippt vorher? Nein. Zuerst kommt noch der Glarnertropfen. Kommst du nachher noch mal? Ist das Das ist der Glarnertropfen. Oh, fein. Salatsauce. Welche ist welche? Ist angeschrieben, schau. Du musst nicht drauf drücken. So. Super. Ich habe hier 2 verschiedene Salatsaucen. Eine mit Ziger und die andere normal. Ihr könnt selber auslesen, ob ihr wollt oder nicht. Aber ich will es mal probieren. Wer ist echt so mutig? Ja, Ihr probier könnt das selber. Also ich nehme gerne mit. Sicher? Ich probiere halb. Ja. Ihr nimmt mit. Ich kann noch nicht alles schmecken, einfach ins Maul und fertig. Nein, das ist dezent. So, ja, herbstlich. Und dann schnell weg. Wir haben es schon schön. Nicht? Da hat sie meine Nerven voll getroffen, weil ich auch gerne Schäbziger schon seit als Kind. Ich bin wirklich froh, dass sie noch eine andere Salatsauce. Ja, das ist... Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Gut, das musst du fast, wenn du so etwas anbietest. Ich habe es gut gefunden, dass sie die Option gelassen hat, dass wenn jemand den Ziger nicht so gerne hat, dass er die andere Salatsauce nehmen kann. Weil ich hätte es ein bisschen sehr mutig gefunden, wenn sie die Salatsauce einfach drauf da hätte. Ich weiss einfach, ich habe den Geschmack nicht gern. Irgendein Kraut ist einfach etwas, das mir widersteht. Das Kötzelt wirklich, habe ich das Gefühl. Im Abgang. Sehr toll, verzeiht ja. Nein, das habe ich erwartet, dass sie noch eine machen. Job. Ich gibt es nicht unbedingt. Hätte ich jetzt auch nicht. Schenken lassen. Wie sie den Rest der Vorspeise findet, können die Landfrauen jetzt bewerten. Wasser rausziehen. Dass du nachher nur noch wirklich die Masse, die Milchmasse hast. Das könnte man ja fragen. Sie Aber kann das vielleicht sicher weiss genau. er ja das auch. Ja. Ja. Ist der grün? Ja, das ist, Das ist aber grün. Die Herdöpfel kommen erst jetzt in die Pfanne. Die Herdöpfel darfst du nicht zu früh schneiden, weil wenn sie im Wasser sind, dann lassen sie ja die Stärke. Und die sollten eigentlich drin bleiben. So wird der Herdöpfelstock perfekt. Jetzt gibt es Gemüse fürs kaltes Stroganoff. Da habe ich Peperoni drin, Gurken, Böhlen, alles schön fein geschnitten. Dann kommt noch Rahm dazu, Senf und Paprika für die richtige Schärfe. Kleine. Aber die ist Geschmackssache. Nice.
es nicht noch ein bisschen schärfer? Ja, ich kann schon. Hä? Scharf genug für dich? Ich finde es gut. Gut, müssen wir probieren. Fertig. Jetzt kommt es auf das richtige Timing drauf an, so dass der Herdöpfelstock und das Fleisch gleichzeitig fertig sind. Es muss noch ein bisschen rosa sein, weil es in der Sauce nachher noch ein bisschen nachzieht. Mit dem Anrichten und allem. Ja. Also dann mache ich. Ja. Das Fleisch ist fertig. Jetzt können Sie anrichten. Kannst du da noch mal nachschöpfen? Zum Hauptgang gibt es ein Kalbstroganoff mit Herdöpfelstock und Bohnen. Ja, ich bin zufrieden. Wenn der Hauptgang durch ist, hast du schon viel geschafft. Das ist eine Erleichterung. Jetzt dürfen auch die Landfrauen probieren. Oh, danke vielmals. Der Tropfen. Da ist der Tropfen. Du sitzt jeden durch. Ja. Für die Stefanie gibt es eine Zucchetti Piccata. Ich wünsche euch einen guten. Danke vielmals. Das ist spannend. Das ist eine gute Idee. Ich könnte die Soße reinlegen. Oder in meinem Fall auch, weißt du? Das ist wirklich fein. Eine gewisse Schärfe, schon ein bisschen, wie so ein bisschen currymässig, rotes currymässig, aber nein, es war wirklich wunderbar fein zum Essen. Was ist denn? Mir dunkt jetzt das nicht scharf. Nein, das ist nicht scharf. Aber das ist schon Wir führen es auch. Oder ein bisschen Cayennepfeffer oder so. Ein bisschen scharfe Soße für mich. Ich habe es lieber ein bisschen milder. Aber sonst mit dem Herdöpfelstock hat das gut zusammengepasst. Was ist denn? Ja, Stroganoff ist doch vom Filet. Es ist schon sehr... Ist Filet? Ja. Es ist schon sehr zart, aber... Meinst du? Was mich ein bisschen irritiert oder schade dünkt, ist, wie das Fleisch an sich hat noch ein bisschen mehr Eigengeschmack haben. Zum Stroganoff kenne ich eher eben so als Beilage Nudeln oder Reis. Ja, eben Herdöpfelstock habe ich jetzt noch nie gehabt, aber es ist auch gut. Hat für mich auch gepasst. Der Hauptgang war gut, vor allem die Soße. Der Hammer. Ehrlich? Der Hammer. Der Hammer. Den habe ich eigentlich im Keller unten, der Hammer. Nein, das ist Super, da bin ich froh. Super. Die erklärte Bäckerin-Konditorin weiss, wie der Biskuitteig richtig in die Form zu bringen ist. Die Karin ist froh um die Mithilfe ihrer Tochter. Früher war es zwar ganz anders. Entweder war sie in der Küche und dann bin ich geflogen, oder umgekehrt. Zusammen ist es einfach nicht gegangen. Als ich nicht angewohnt habe. Genau. Und nachher verändert sich das. Und jetzt ist es wirklich unlässig, wenn wir einmal miteinander auch etwas tüfteln oder ausprobieren können. Das Dessert hat auch eine Tropfenform. Das Magaträs im Mousse ist eine Glarner Spezialität. Es hat Muskatnuss drin, Zimt, Rotholz. Ja, eigentlich lauter feine Sachen. Zum Dessert gibt es Glarner Tropfenmeringue und Magaträsmus mit Kompott von der eigenen Zwetschge. Wow, sind wir gespannt. Wow. Jetzt muss ich kommt noch das Dessert. Yes! Juppie! Wenn ihr noch mögt. Ja, sicher. Ja, so kommst du den Rest über. Danke. Wow. Muss es so? Also das ist jetzt gerade verkehrt. Gell, ich habe es jetzt noch halb gedacht. Entschuldigung. Jetzt macht doch nichts verkehrt. Nein, komm jetzt. Das hat niemand gemerkt. Nein. Jenny. Wenn es jetzt gefilmt wurde, dann wär's gut.
Er macht es ganz gut und ich glaube, er geniesst es auch ein bisschen. Und ja, vielleicht ist es gleich auch ein bisschen streng, weil man weiss ja, man ist gefordert, alle schauen und er selber hofft sicher auch, dass er es gut macht und dass ihm das gelingt. Und mal, er macht es wirklich gut und das habe ich schon gewusst. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ein Löffel? Ein Besteck. Ich frage noch. Es ist voll parat. Wenigstens parat. Das Besteck habe ich vergessen. Aber das haben sie gesagt. Auf jeden Fall haben sie noch Hunger, he? Ja. Hey, super, danke vielmals. Hey. Danke auch. Hast du es geniessen? Es geht so. Aber bist du froh, ist fertig oder willst du noch etwas servieren? Nein, es ist froh, bin ich fertig. Der Fridolin hat seine Arbeit mega souverän gemacht. Also in ihrer Ruhe ist er die Teller bringen und hat das super gemacht. Karin hat ihn da auch ein bisschen ins kalte Wasser gerührt, aber er hat das souverän gemeistert. Auch mit diesen Tellern, die ja manchmal nicht ganz einfach war. Gerade mit diesen Gläschen am Schluss. Ein Haufen Sachen müssen dran denken. Magenträß ist für alle eine neue Entdeckung. Darum kann ich den Geschmack nicht so. Aber wenn es wird am Morgen in den Sinn kommen, aber es ist sehr fein. Ja, sehr fein, wirklich. Ich habe das bis jetzt nicht gekannt. Für mich ist das irgendwie geschmacklich wie ähnlich wie richtig Maroni. Zuerst habe ich gedacht, vielleicht ist es irgendwie Magenbrotgewürz ähnlich, eben so ein bisschen Lebkuchen, Nägelipulver. Aber es hat schon ein bisschen Zimtgeschmack, nicht? Also es könnte schon ein Magenbrotgewürz sein, nicht? So ein bisschen. Das haben sie doch wahrscheinlich früher an den Kühen eingegeben, die irgendwie Koliken hatten oder so. Weißt du, Maroni? Kastanie, sagt man dann Magendress? Entschuldigung. Nein. Ja, vieles kommt ja. Zuerst den Kühe gegeben und dann uns. Ja, nein, Kaffeeschnaps und so haben wir auch bei den Kühen eingegeben, und wir. Oh, ja. Richtig cool. Was machen wir jetzt mit dem? Drinnen dunkel, haben die den angestochen. Wenn ich jetzt das Menü anschaue, hätte ich jetzt gerade können sagen, das ist von Karin. Ohne dass ich jetzt weiss, dass sie das gemacht hat. Einfach weil es passt zur Region, es passt zu ihr. Ja, ich finde, das hat sie super gemacht. Hey, danke vielmals! Oh, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ich glaube es noch gar nicht. Ich bin Gott froh, ist der letzte Gang jetzt durch. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ist jetzt wirklich fertig, he? Ja. Jetzt ist ganz ruhig. Hey Karin, jetzt hast du es geschafft. Ja. So eine Frau bin ich. Ja, das denke ich. Oh, jetzt kannst du nur noch geniessen. Ja. Die Irene Meier aus Anlosen im Kanton Zug ist die nächste Gastgeberin. Unsere grosse Herausforderung ist der Weg, den wir haben. Wir müssen 100 Meter weit laufen. Dann hat er wettertechnisch nicht so schön Wetter. Ich habe Angst, dass es regnet. Und dann brauchen wir Leute, die Schirm tragen. Wir müssen schauen, dass es warm dort ankommt, wo es hin muss. Das ist meine Herausforderung und das bereitet mir schon recht lange schlaflose Nächte. Hier oben kannst du noch mehr Folgen anschauen von der Landfrauenküche. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».